Das österreichische Nationalteam musste wieder einmal zu Hause bleiben. Wie die WM begonnen hat, war man schon traurig, weil man wäre halt gern selber dabei. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, wir haben es uns selber verbockt. Die österreichischen Fußballfans feierten aber dennoch lautstark mit. Die Public Viewings in Wien waren während der Live-Übertragungen immer gerangelvoll. Für die beiden Finalisten der letzten WM hieß es diesmal schon ziemlich früh: ausgetrötet. Dafür haben diesmal andere Teams überzeugt. For me, the first Brazil, second Brazil, third Brazil. Deutschland. Holland. I like Brazil. Spanien. Uruguay ist top, Paraguay ist top. Und Ghana, sehr überraschend. Denn sie schafften es als einziges afrikanisches Team in das Viertelfinale. Deutschland erreichte wieder mal nur das Halbfinale. So wie es die Krake Paul vorhergesagt hatte. Was die Krake jedoch nicht hervorsagen konnte, waren die zahlreichen Schiedsrichterfehlentscheidungen. Von den Medien hagelte es heftige Kritik. Die Fans haben dazu auch ihre Meinung. Für WM-Katastrophe. Bezahlt. Mehr sagen wir dazu nicht. Das gehört dazu im Fußball. Und ja, ich hoffe, dass jetzt diese technischen Hilfsmittel da kommen, dass es dann halt ein bisschen leichter für die Schiris ist. Nobody's perfect. They can't see anything. That's why they should start implementing the instant review with the cameras and everything. Trotz allem standen am Ende 2 Teams im Finale. Für beide war es bisher die erste WM-Teilnahme überhaupt. Wer letztendlich den Pokal küssen darf, werden wir am 11. Juli sehen.